So, was willst du wirklich? Das ist die große Preisfrage und auch die Bezeichnung für dieses Video. Ja, das geht an alle Sprachlerner, aber auch an alle anderen Leute, die es anschauen oder es auch nicht anschauen. Ja, das ist die große Frage im Leben. Was wollt ihr eigentlich? Viele Leute beschäftigen sich ja mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht interessieren. Und zwar nicht aus dem Grund, dass sie dazu gezwungen werden, nicht unbedingt. Die gibt es auch zuhauf, zu Millionen wahrscheinlich, Sklavenarbeiter, die irgendwas machen, weil sie es müssen, weil sie nicht Studium finanziert bekommen haben von den Eltern, weil sie nicht die Lehre machen konnten in ihrer näheren Umgebung. Ähm, aber es muss ja nicht nur das Berufliche sein. Sagen wir, es ist das Sprachenlernen. Oder beziehungsweise allgemein im Leben beschäftigen sich viele Leute mit Dingen, die sie hassen und zehren ihre gesamte Energie und ihre gesamte Zeit, ihr gesamtes Geld vielleicht sogar, die gesamte Kraft, die sie jeden Tag zur Verfügung haben, und die ist nun mal beschränkt. Das ist ein bestimmtes Kontingent. Ja, für Dinge, die drehen sich im Kreis, machen nichts, die schaffen nichts, es gibt keinen Mehrwert, es gibt keinen Wissenszuwachs, keinen Gewinn im persönlichen, wie auch immer Bereich. Und es ist vielleicht die Angst davor, das zu machen, was man eigentlich möchte, was man sich herbeisehnt. Aber irgendwie möchte man es dann doch nicht, man ist sich nicht sicher und man macht es dann nicht. Und ja, wenn man eine Sprache lernen will, dann ja, sollte man sich das schon gut überlegen, ob man das wirklich möchte, weil es ist ja immer eine Reise in ein anderes Denkschema, in ein anderes, ja, Land auch oder mehrere Länder, Englisch zum Beispiel, Französisch zum Beispiel, Spanisch, Italienisch jetzt nicht, Portugiesisch gibt es auch in zwei Ländern etc. Ja. Das ist also auch eine Reise in andere Mentalitäten. Ja. Will man es wirklich? Will man über den Tellerrand gucken? Will man sehen, wie andere Menschen anderswo leben, denken, handeln, arbeiten? Ja. Will man sich darauf einlassen? Und wenn man es tatsächlich will, dann sollte man sich nicht mit Menschen oder Dingen beschäftigen, soweit das möglich ist, ja, die einen davon abbringen, die damit nichts zu tun haben, die mit dem persönlichen Wunsch und Willen und Traum nichts zu tun haben. Also, ich sage immer so, ich weiß nicht, vielleicht hat das schon mal jemand gesagt. Das Problem ist ja immer, jemand sagt irgendwas und es bleibt irgendwie hängen, und dann, weil man nicht lang genug gräbt, sagt man dann irgendwas, was schon mal jemand gesagt hat, und denkt, man hätte es selber erfunden. Aber gut, jedenfalls sage ich immer, wenn es dich belastet, wirf es einfach weg. Ja, das heißt also, wenn ihr von einer Sache oder von einer Person keinen Nutzen habt und ihr seht, ihr werdet nur ausgenutzt oder irgendwie für dumm verkauft, dann müsst ihr das abschaffen und zum Beispiel fürs Sprachenlernen mehr Kapazitäten schaffen. Seien das jetzt Geld, sei es jetzt Geld, was man nicht ausgibt, ja, der Alkohol, den man anderen Leuten nicht ausgibt, für die man für Freunde gehalten hat, sei es ein besserer Job, wo man sich dann von der Lohnerhöhung einen Sprachkurs leisten kann oder eine Reise in ein anderes Land oder Leisen, ja. Leisen. Mehrere Reisen. Ja, befreit euch einfach von Dingen, die euch belasten. Und so werdet ihr auch im Kopf mehr Platz haben und mehr Kapazitäten, um eine Sprache zu lernen, ja, um Vokabeln zu lernen, um die Grammatik besser einzuprägen. Ihr werdet auch freier sein und entspannter, ja. Und das wird euer Äußeres merken. Ihr werdet vielleicht mit einem Sprecher der Sprache, die ihr lernen wollt, in Kontakt kommen. Ja? Einfach so. Oder weil ihr endlich die Kraft oder die Motivation bekommt, jemanden auf offener Straße anzusprechen. In irgendeinem russischen Laden zu fragen, ja, wie heißt das und etc. Ja? Also trennt euch von Sachen, die ihr gar nicht haben wollt, die euch ablenken von dem, was ihr wollt, und macht ja nicht den Fehler, das habe ich schon mehrmals erwähnt, bindet die Sprache, die ihr lernt,
nicht an eine Person. Er streut es immer, weil ich habe das gerade aktuell, Gott sei Dank nicht, denn ja, will auch gar nicht ins Detail gehen, um welche Sprache es sich handelt oder in welchem Zusammenhang, aber auf jeden Fall habe ich in der Sprache, die ich meine, so 50 andere Personen, die ich mit der verbinde. Und Gott sei Dank habe ich eben nur mit einer Person Streit. Und das würde mir sonst ziemlich vermiesen. Also viele Leute können über das hinwegsehen, aber ich nicht. Okay, danke fürs Zuhören. Wenn ihr was an dem abgewinnen konntet, was ich euch gesagt habe, mal wieder auf Deutsch. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Dislike, kommentiert, ja. Das mag ich immer nicht so. Ja, jemand gibt mir ein Dislike und ich denke mir so, keine Kommentare, keine Nachrichten, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen? Keine Ahnung. Ja, wenn ihr mich abonniert, dann kriegt ihr mehr von solchen Videos, aber auch andere Sachen, ja, Miniaturen, Dioramas meine ich, eventuell mal wieder Let's Plays. Natürlich habe ich wichtigere Sachen, aber es sind ja noch sind Semesterferien. So, there is something to be expected. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.